Guten Morgen miteinander. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet im Livestream-Gottesdienst von der FG Embrach. Ich bin der Simon Müller und ich darf euch heute durch den Gottesdienst durchführen. Mega schön, hast du eingeschaltet, auch wenn du das erste Mal dabei bist. Herzlich willkommen. Wir haben 2 mega schöne Tage hinter uns, die wir geniessen konnten, die hoffentlich auch du hast geniessen. Und jetzt müssen wir uns wieder vorbereiten auf den Winter. Also heisst, es kommt vielleicht sogar Schnee nächste Woche. Wie kann es schöner sein, dass wir den Übergang einfach noch feiern mit unserer Mami daheim am Muttertag. Wir werden heute Morgen wieder die Predigt hören vom Philemon. Er hat sich da Gedanken gemacht und reingestürzt. Ich bin mega gespannt, was er mit uns wird teilen. Und nachher wird uns das Lobpreisteam mitnehmen in Worship, wo wir miteinander Gott anbeten dürfen. So schön bist du dabei. Ich wünsche dir einen mega schönen Morgen. Genieß die Zeit. Guten Morgen auch von meiner Seite und willkommen zu dem Livestream. Schön, dass wir hier im Embracher Tal und in der Umgebung miteinander so Gottesdienst feiern, digital verbunden. Das ist schon ein Geschenk und ein Privileg. Und wir wollen heute etwas ganz Spezielles machen. Und zwar im Psalm 90 eintauchen. Das ist so ein Psalm, der sticht aus allen Psalmen irgendwie raus. Er ist speziell, er ist so ein bisschen anders. Und der Kern von dem Psalm, da geht es darum, Vers 12, lehre uns bedenken, auf dass wir klug werden. Und klug werden, andere Übersetzungen sagen, dass unser Herz Weisheit erlange. Das ist doch etwas, was wir wollen. Und darum ist es super, dass du mit dabei bist, dass du auch eingeschaltet hast, weil zusammen wollen wir heute an dem Morgen klug werden und Weisheit fürs Herz erlangen. Das ist aber auch ein bisschen speziell, weil der Psalm 90 der sagt, wie dass das Klugwerden passiert. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder andere Übersetzung, lehre uns bedenken, wie viele Tage uns noch bleiben. Und das ist doch ein Thema, nicht so alltäglich, vielleicht der eine auch nicht so gehör für den Sonntagmorgen. Komm, wir denken über das Sterben an, ein bisschen komisch. Aber es ist etwas, wo die Bibel sagt, dass es uns hilft zum klug werden, zum weise werden. Und ich bin überzeugt, wenn du jetzt da bist, wenn wir miteinander zusammen über den Psalm 90 nachdenken, dann wird es uns eine neue Tiefe für unser eigenes Leben geben. Es wird auch eine neue Klarheit geben, wo wir sehen, gerade für unser Leben, wo uns gewisse Sachen viel bewusster werden. Und zudem ist es auch eine Anregung, eine Ermutigung vom Psalm 90 aus der Bibel heraus, einen Schritt weiter zu denken. Also, was viele tun in unserer Gesellschaft, man denkt ja eigentlich nicht so gern über den Tod und das Sterben nach, aber trotzdem, die Ermutigung und die Perspektive, es führt zur Klugheit, zur Weisheit. Und darum wollen wir da miteinander zusammen eintauchen. Und ich will euch nicht länger auf Folter spannen. Wir wollen miteinander in den Text eintauchen und den bewegen. Es ist ja ganz spannend, wir müssen uns bewusst sein bei dem Ganzen. Es ist ein Psalm. Es ist nicht irgendwie ein Lehrtext, wo etwas gelehrt wird über das Sterben oder so. Sondern ein Psalm, ein Gebet, vielleicht sogar ein Lied. Etwas Poetisches, ein Text, wo man mehrmals miteinander lesen, wo man vielleicht sogar zusammen beten, zusammen singen. Also das heisst, etwas, wo man so richtig verinnerlichen. Und ich glaube, die Idee von dem ist, dass es nicht einfach ein Wissen ist, das im Kopf bleibt, sondern ein Wissen, das ins Herz hineingeht, dass unser Herz Weisheit erlangen, dass es uns als Mensch verändern, dass es unser Sein neue Perspektiven geben und dass es am Schluss auch unsere Selbstwahrnehmung, unser Handeln verändern. Und das ist auch mein Wunsch jetzt, wenn wir in den Psalm eintauchen, dass es nicht nur einfach um ein intellektuelles Wissen geht im Kopf, sondern dass wir miteinander den Text bewegen können, durchcatchen, dass es richtig ins Herz hineingehen darf und dass in unserem Inneren eine Veränderung auslösen kann. Und darum möchte ich auch Gott am Anfang jetzt beten und Gott einladen, dass er die Veränderung bewirken kann. Danke Gott für den Psalm 90, den du uns gibst. Wir wollen gerne klug werden. Wir wollen Weisheit erlangen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das zeigen und offenbaren, was du uns im Psalm 90 heute, an diesem Tag, in diesem Moment sagen willst. Mach unser Herz offen, dass wir deine Weisheit erlangen können, dass sie nicht nur im Kopf oben bleibt, sondern dass sie in unser Herz hineinrutscht und unser Leben verändern kann. Amen. Der Psalm 90 besteht aus 3 Strophen und
Alle Strophen haben so wie eine eigene Aussage. Darum wird auch die Predigt heute in 3 Teilen sein. Und wir werden gerade miteinander eintauchen in die erste Strophe. Da heißt es im Psalm 90, Vers 1, wenn du die Bibel hast, schlag sie ruhig mit auf oder du mitlesen. Es wird auch immer wieder eingeblendet, die Bibelstellen. Von Mose, dem Mann Gottes. Schon mal spannend. Jetzt haben wir hier einen Psalm von Mose. Der einzige Psalm von Mose. Und man kann sich gut vorstellen, wenn wir dann weiterlesen bei dem Thema, wie der Mose am Ende von seinem Leben irgendwo in der Wüste gestanden ist. Im Dreck, im Staub und zurückgedacht hat. 80 Jahre war er unterwegs mit dem Volk Israel durch den Staub, durch den Dreck. Zuerst 40 Jahre bis an die Grenze vom verheißenen Land. Aber dann hat das Volk Angst gehabt, zum Reingehen. Sie haben nicht wollen. Und Gott hat sie zurückgeschickt in die Wüste. Sie haben dort die Schuld auf sich geladen, weil sie nicht auf Gott vertraut haben. Weil sie gedacht haben, sie haben einen besseren Plan als Gott. Und sind zurück in die Wüste geschickt worden. Und Gott hat gesagt, außer dem Kaleb und dem Josua, wo wir vertraut haben, wird keine von dieser Generation, die aus Ägypten rausgezogen ist, am Schluss ins Land hineinkommen. Und nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Und so die Situation, vielleicht ist in der Psalm entstanden, der Mose steht da, am Schluss von dieser elendslangen Wüstenwanderung, im Staub, im Dreck. Und die Leute sterben dahin. Von dieser Generation vom Auszug ist fast niemand mehr da. Immer wieder kommen sie zu ihm und sagen, hey, der ist noch gestorben, der ist noch gestorben, der ist noch gestorben. Und jetzt kommt der Mose ins Nachdenken über das Sterben, über den Tod, über das Leben. Vielleicht geht es im Moment ähnlich. Ich glaube, viele Leute bei uns sind auch ins Nachdenken gekommen über das Leben und über das Sterben. Ich meine, wenn man Zeitungen liest oder die Nachrichten schaut, dann nehmen die Meldungen von Leuten, die sterben an irgendwelchen Orten, wegen irgendwelchen Kriegen oder Seuchen oder Hungersnot, eigentlich kein Ende. Das ist ein Thema, das fast allgegenwärtig ist. Vielleicht geht es dir manchmal gleich wie dem Mose, du stehst da und hast das Gefühl, du stehst nur noch im Dreck und im Sand. Und die Meldungen prasseln auf dich rein. Und jetzt noch mit der ganzen Krise, die ist wegen dem Virus, wie man hört, wo es Tote gibt und so. Man denkt, hey, was hat das mit dem Leben auf sich? Was hat es mit dem Sterben auf sich? Und wir kommen mal ins Nachdenken. Wie lange geht es denn noch? Wie viele Tage bleiben uns? Was machen wir mit der Zeit, die wir haben? Und so in diesem Zusammenhang können wir, glaube ich, ganz gut mit einstimmen mit dem Mose. Und es ist spannend, welche Perspektive der Mose als erstes wählt. Wenn ich jetzt im Vers 1 weiterlese. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Also als erstes schaut der Mose zu Gott und sagt, hey, du bist eine Zuflucht, du bist ein sicherer Hort, wie eine sichere Burg auf einem Felsen. Spannend, dass der Mose da einsetzt, bei Gott, wo Halt gibt. Es sind ja viele Psalmen, die von dem reden. Gerade am letzten Sonntag haben wir über den Psalm 62 nachgedacht. Das heisst, Gott, du bist eine feste Burg, ein sicherer Halt, ein guter Fels. Und es lohnt sich, um einmal dort reinzuhören, wenn du nicht mit dabei bist. Und das ist die Perspektive, die der Mose am Anfang nimmt und sagt, hey, Gott gibt Halt. Gott ist jetzt da. Er ist ja jetzt da bei uns. Er kann uns auch jetzt in dieser Zeit einen sicheren Halt geben, eine Zuversicht und eine Hoffnung. Gott ist so wie unsere Wohnung, wo wir hingehen können und wo wir sicher sind. Und das ermutigt mich auch. Ich erlebe das immer wieder. Gerade in diesen speziellen Tagen bin ich mehr am Telefon und telefoniere zum Beispiel auch mit verschiedenen Senioren, immer wieder aus unserer Gemeinde. Und etwas, wo man so ein bisschen zusammenfassen könnte. Ich frage dann abends, hey, wie geht es dir so in dieser Zeit? Und zusammenfassend könnte man sagen, dass die meisten sagen, hey, mir geht es gut, weil ich habe ja Gott. Und ich weiss ja, es gibt gesundheitliche Probleme, man wird schwach in gewissen Sachen. Man ist jetzt in dieser Zeit eingeschränkt, kann nicht mehr so rausgehen, man hat weniger soziale Kontakte. Aber so der innere Halt, ich habe ja Gott, mir geht es gut. Das ist etwas, das ermutigt mich extrem, an dem Gott festzuheben und auf ihn zu setzen. Weil er einen Halt gibt, in allen Zeiten und ich bin sicher auch in allen Generationen. Der Mose geht dann weiter im Vers 2. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Also mit anderen Worten, Gott wird in der ersten Strophe angerufen als einer, der ewig ist. Als einer, der über der Zeit steht. Als einer, der von Anfang an war. Ich meine, Berge, wenn wir zu den Alpen schauen, und die stehen dort so fest. Das ist so etwas, was in unseren Gedanken so etwas Unveränderliches fast ist. Und der Mose sagt ja schon, bevor das überhaupt war, Gott, du bist da gewesen und du wirst immer da sein. Und das tut so gut, der Blick auf Gott. Und jetzt ist es spannend, jetzt geht es weiter. Jetzt kommt plötzlich eine neue Perspektive und man merkt, es kommt da ein riesiger Kontrast rein. Vers 3. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehr zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Also wir haben so richtig den Mose im Bild, wenn er da in der Wüste im Staub steht und das aufschreibt. Ja, Gott schickt Menschen zurück. Irgendwann sterben sie und werden wieder zu Staub. So ein riesiger Kontrast. Und es wird dann noch weiter ausgeführt. Vers 4. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Oder wörtlich heißt es wie eine Nachtwach. Also im Vergleich zu Gottes Ewigkeit ist unser menschliches Leben so kurz wie eine Nachtwache. Es hat damals so wie 3 Nachtwachen gegeben, so hat man die Nacht eingeteilt. Ein Drittel von der Nacht. Verschläfrig. Wenn du am Morgen aufwachst, ich weiss nicht, an was du dich erinnern von der Nacht. Ich hoffe, du hast schöne Träume. Aber das meiste weiss man ja nicht mehr. Es ist so einfach etwas, was vergangen ist. Etwas, was vorbei ist. Etwas, wo man nicht mehr mal weiss, wie es war. Und so vergleicht der Mose da die grosse Ewigkeit von Gott und unser menschliches Leben. Lass mal weiter, Vers 5 und 6. Es wird noch vertieft. Du reißt die Menschen aus dem Leben. Sie entschlafen, sie sind so vergänglich wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verdorrt. Mit anderen Worten, Gott hat unser Leben in der Hand. Er sagt den Tag, wenn wir geboren werden. Er schenkt uns Leben, aber er sagt auch den Tag, wenn wir sterben. Der krasse Kontrast, der ewige Gott, der Halt gibt, und auf der anderen Seite wir, wo ganz in der Vergänglichkeit hinein sind. Es wird sogar verglichen wie Gras. Am Morgen wächst es da. Da kommt die Sonne, der Wüste oder wo auch immer. Und am Abend ist es schon wieder verdorrt. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ich meine, der Teil, der ist schön, da denkt man gerne darüber nach. Aber da, sterben, unser Tod, wie viele Tage bleiben uns noch? Hey, come on, Phil, da am Sonntagmorgen oder wenn du die Predigt schaust, darüber nachzudenken, das ist nicht unbedingt so mein Ding. Ich möchte dich unbedingt ermutigen, bleib dran, weil wir sind ja erst bei der ersten Strophe. Es geht natürlich noch weiter. Aber es ist so ein Punkt, wo wir einfach mal kurz innehalten und ins Nachdenken kommen. Weil gerade das Sterben, der Tod, auf der einen Seite ist das etwas, wo man ja nicht gerne darüber nachdenkt. Und es wird auch oft gesagt in unserer Gesellschaft, dass das Sterben etwas ist, das an den Rand verdrängt wird. Und gleichzeitig, auf die andere Seite, stellt man fest, dass doch irgendwo eine Faszination da drin liegt. So etwas, das einem sogar anzieht. Also wenn ich mir nur mal überlege, was das so für Filme gibt, wo wir uns in der Schweiz zum Beispiel da immer wieder reinziehen. Zum Beispiel Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ein Film geht über 3 Stunden. In dem Film sieht man ganz genau 2798 Tote. Also wenn man das mal ausrechnet, das sind 11 im Durchschnitt pro Minute. Oder? Dann sitzt man da, so in den Toten, nochmal eine. Nochmal eine. Oder andere Filme, Braveheart zum Beispiel. In diesem Film sieht man 1297 Tote, das sind 7 pro Minute im Durchschnitt. So unsere Unterhaltungsindustrie. Sogar Liebesfilme, Titanic, da gibt es über 300 Tote in dem Film, wo man sieht. Und dann, wenn man es ausrechnet, 2 im Durchschnitt pro Minute. Und jetzt ist es nicht so, dass wir am Abend auf unserem Sofa hocken mit angstverzerrtem Gesicht und denken, oh nein, ich will ja nicht über den Tod nachdenken, den man da sieht in diesen Film, sondern wir sitzen gemütlich da auf dem Sofa, essen unsere Chips und ziehen uns die Filme einfach so rein, oder? Und gehen nachher ins Bett, gehen schlafen und hoffen, dass wir möglichst gute Träume haben, nachdem wir das alles uns hineingezogen haben.
Und irgendwie zeigt es doch, dass es doch eine Faszination auch auslöst. Also, es ist nicht so, dass das Sterben, das Thema, einfach völlig an den Rand verdrängt ist. Kann es denn sein, dass es einfach dort, wo es mit uns selber zu tun hat, dass man es dort gerne verdrängt? Der Psalm 90 der ist so eine wunderbare Einladung, um mal darüber nachzudenken, was Sterben bedeutet und nicht nur einfach so, zum Beispiel in den Filmen oder fast so ein bisschen sensationalistisch, sondern auch dort darüber nachzudenken, was mich selber betrifft, mein eigenes Leben. Und es ist ja spannend, der Psalm 90, ich habe mir mal überlegt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist ja etwas, wo man wahrscheinlich vor allem eher der jungen Generation muss sagen. Wenn man älter wird, dann kommt man ja automatisch ins Nachdenken, dass irgendwann die Tage auf dieser Welt fertig sind. Also ich kann mir vorstellen, dass der Mose gesagt hat, hey, komm her, ihr schreibt das mal auf, dass vor allem auch die jungen Menschen ins Nachdenken kommen. Und dann schreibt er den Psalm auf und es hat so viel Tiefe, wo wir entdecken da drin, dass es uns alle, in allen Generationen extrem bereichert. Also Psalm 90, bewusst darüber nachdenken mal, hey, irgendwann ist fertig auf dieser Welt. Das Leben ist vergänglich. Es bleiben nicht unendlich Tage. Der Psalm 90, wo auch nicht das Ganze romantisiert, so hey, ja, irgendwann ist es mega schön, einfach so ein Übergang in ein anderes Leben, wenn man stirbt, sondern man sagt, das Sterben, das ist etwas Bedrückendes, etwas Bedrängendes. Es ist auch eine gewisse Ungewissheit damit verbunden. Als Christen nicht, was nachher passiert, aber wie das Ganze so abläuft. Auch mit Ängsten ist es verbunden, das Thema. Psalm 23 vergleicht es mit einem dunklen Tal, wo wir aber wissen dürfen, dass Gott bei uns ist. Wir werden jetzt aber einen Schritt weitergehen. Wieso ist es denn so? Wieso lastet dann so wie die dunkle Wolke vom Sterben überhaupt auf der Menschheit? Wieso gibt es das überhaupt? Wieso hat Gott das so gemacht? Und der Psalm 90 geht genau im nächsten Vers auf das Thema ein. Vers 2, also in der Strophe 2. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, was der Psalm da schreibt, das haut mich schon ein bisschen vom Hocker, weil es ist ganz anders, als ich würde erwarten. Lassen wir weiter im Vers 7, die zweite Strophe. Da heißt es, ja, wir vergehen durch deinen Grimm, wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Okay, interessant. Wir vergehen, wir sterben als Menschen, wenn der Zorn von Gott uns trifft. Also jetzt wird es fast noch ein bisschen unheimlicher, weil der Zorn oder der Grimm von Gott, das ist etwas, da denken wir ja fast noch weniger gern darüber nach. Interessant, dass der Psalmschreiber das da in Verbindung bringt. Und wir wollen unbedingt miteinander ein bisschen tiefer gehen, weil gerade dort, wo uns Sachen unangenehm erscheinen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man eine gewisse Klarheit erlangt, was es mit dem auf sich hat. Ich will dich ermutigen, vielleicht merkst du, wir haben da gestartet bei der Burg, das Sterben, jetzt kommt der Zorn von Gott. Wir gehen da in eine Tiefe runter, wo irgendwo unser Herz aufwühlt, wo unser Denken einen gewissen Widerstand hat. Darum bleib unbedingt dran. Wir sind jetzt bei der zweiten Strophe. Es kommt nachher auch noch die dritte Strophe. Aber es ist wichtig, dass wir an diesem Punkt in die Tiefe gehen und mal schauen, wie ist das genau gemeint mit dem Zorn. Weil viel lieber stellen wir uns doch Gott als einen liebenden Gott vor. Und das heißt ja auch im 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Gott ist Liebe in Person, das stimmt. Wenn ich mit Leuten rede, die nichts mit dem Glauben an Gott am Hut haben, die mit dem Christentum nichts anfangen können mit der Bibel, oft sind sie relativ positiv eingestellt einem Gott gegenüber, der Liebe ist. Aber wenn es darum geht, dass Gott auch zornig kann sein, mit dem haben viele Menschen Mühe, ja sogar Christen. Was machen wir dann mit dem Zorn von Gott? Ich meine, doch gerade weil Gott seine Geschöpfe unendlich liebt, hat es auch die Folge, dass er zornig werden kann. Weil Gott seine Geschöpfe unendlich liebt, lässt das ihn doch nicht kalt, wenn seinen Geschöpfen etwas Böses angetan wird. Also weil Gott seine Geschöpfe so unendlich fest gern hat, lässt sie nicht kalt, reizt das seinen Zorn, wenn seinen Geschöpfen etwas Böses angetan wird.
Das kann man als Mensch eigentlich sehr gut nachvollziehen, dass Liebe und Zorn zusammengehört. Du musst dir nur mal einen Menschen vorstellen, den du sehr gern hast. Also wenn ich mir als Papi meine Kinder vorstelle und ich stelle mir vor, wie zum Beispiel jemand kommt und sie vergewaltigt. Ich kann euch sagen, das lässt mich also nicht kalt. Dann stehe ich nicht so ausgeglichen da, wie ein schöner Kuschelbär und du einfach ein bisschen Liebe ausstrahlen in alle Richtungen. Dann reizt das meinen Zorn. Dann werde ich wütig und ich sage euch, wenn ich könnte, einen Blitz ausschleudern, in dem Moment würde ich ihn, glaube ich, ausschleudern, direkt auf die Person. Ich kann in diesem Zusammenhang Gott ein Stück weit verstehen. Oder ich kann es gut nachvollziehen. Je mehr, dass ich jemanden liebe, desto mehr reizt das doch auch mein Zorn, an dem etwas Böses angetan wird. Und wenn man es jetzt aus der Perspektive von Gott anschaut, kann man vorstellen, wie schmerzt das ihn, wenn er sieht, wie seine geliebten Geschöpfe vergewaltigt werden. Wenn Krieg betrieben wird, wenn seine geliebten Geschöpfe bekriegt werden, wenn ihnen Gewalt angetan wird, wenn seine geliebten Geschöpfe das Leben genommen wird, wenn sie ermordet werden, wenn seine geliebten Geschöpfe verfolgt werden, in die Flucht getrieben werden, wenn sie ihre Heimat verlassen müssen, wenn sie keinen Halt mehr haben, wenn sie ausgenutzt werden, ausgebeutet werden. Also von dem gibt es ja wahrlich genug auf unserer Welt. Und es ist doch logisch, dass das den Zorn von Gott muss reizen muss. Und es ist ganz spannend, wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist sogar das Böse, das wir Menschen einander antun, wird wirklich als Grund genannt, dass unser Leben beschränkt ist und irgendwann muss aufhören. Ganz am Anfang der Geschichte der Menschheit, der Adam und Eva im Paradies, die Geschichte vom Sündenfall. Sie vertrauen nicht mehr auf Gott. Sie essen von dieser Frucht, die sie nicht haben dürfen. Und dann heißt es da, wie Gott zu ihnen geredet hat und wie Gott gesagt hat, hey, jetzt können sie sogar das Gute und das Böse unterscheiden. Und in dem Moment ist wie klar geworden, der Mensch wird sich immer wieder fürs Böse auch entscheiden. Manchmal auch fürs Gute, aber oft auch fürs Böse. Und er wird sich Böses antun. Und dann heißt es weiter, nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Dann würde er ja für immer leben. 1. Mose 3,22. Und ich kann mir vorstellen, wie auf so einer Wolke oben vielleicht ein Engel sitzt und denkt, boah, zum Glück hat Gott das Leben der Menschen eingeschränkt. Ich meine, was die sich alles für böse Sachen könnten antun, wenn das ewig geht. Wenn die von dieser Frucht vom Baum vom Leben hätten können essen. Zum Glück hat das eine Grenze und hört irgendwann auf. Jetzt sagst du an dieser Stelle, okay, ist nachvollziehbar, aber ich bin ja nicht gerade ein Vergewaltiger. Ich habe noch keinen Krieg angezettelt in meinem Leben und ich habe auch noch keinen ermordet. Also, mal easy. Aber der Psalm 90 geht an dieser Stelle noch weiter. Und es ist spannend, was er jetzt als nächstes anspricht. Ich lese den Vers 8 jetzt aus dem Psalm 90. Du, Gott, führst dir unsere Vergehen vor Augen. Selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Okay. Der Psalm zeigt uns, hey, es gibt nicht nur die offensichtlichen Sachen, die grossen, die in den Medien arbeiten, sondern es gibt auch die verborgenen Sachen in uns inne. Und Gott stellt die ins Licht. Vor Gott sind die Sachen in uns innen nicht verborgen. Der Krieg, wo wir in unseren eigenen Familien anzetteln. Der Streit, wo wir auslösen. Das Böse, wo wir vielleicht unseren Leuten antun, wo wir die nächsten Beziehungen haben. Oder verborgen, auch noch in Gedanken. Die Ort, wo wir unseren Partner untreu werden. Nicht offensichtlich, aber in uns drin, im Verborgenen. Dort, wo wir anderen Geschöpfen Böses antun oder nur schon böse über sie denken. Wo wir andere anlügen. Wo wir anderen schaden. Wo wir nur an uns selber denken, an unseren eigenen Reichtum. Und wo es vielleicht nicht mal jemand merkt oder wo man sogar noch schön tarnen könnte, dass es schön aussieht. Der Mose schreibt, von Gott wird alles als Verborgene ins Licht gestellt. Und vielleicht stehst du jetzt da mit mir und merkst, okay, das ist jetzt wirklich eine dunkle Wolke. Dunkle Wolke, die in meinem Leben ist. Eine dunkle Wolke vom Zorn von Gott, die auch mir muss gelten. Weil auch ich anderen von seinen geliebten Geschöpfen Böses antun, Schlechtes antun. Und vielleicht können wir da jetzt an dieser Stelle mit dem Mose einstimmen.
wenn er da weiter redet und darüber nachdenkt, oh, wir sind ja auch darunter. Mich betrifft es auch. Ich meine sogar den Mose, der sagt, er ist ein Mann Gottes, der sein Angesicht gesehen hat, so dass es geleuchtet hat an Mose sein Gesicht, dass er es hat abdecken musste, der mit Gott auf dem Berg geredet hat. Der Mann Gottes sagt, hey, irgendwie mich trifft es auch, der Zorn von Gott. Wenn wir weiterlesen im Vers 9, vielleicht spürst du es, dass in uns das auch anfängt zu bewegen. Ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn wie eine dunkle Wolke auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, zum Beispiel unsere Karriere, der Erfolg, den wir angestrebt haben, unsere Sommerferien, die wir planen, jetzt vielleicht nicht im Ausland, sondern in der Schweiz, oder was sonst uns wichtig erscheint, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit, weil die Wolke bleibt da. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen sie davon. Und dann sind sie weg. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist, wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt. Also der Mose sagt, hey, wenn wir über das Leben nachdenken, wenn wir über dich, Gott, nachdenken, das Ewige, dann merken wir, dass da auch ein Zorn ist. Dass da etwas ist, was uns trennt. Dass da etwas zwischen ihnen ist. Wo am Schluss auch das Sterben, der Tod mit sich bringt. Und das ist jetzt wirklich der Tiefpunkt von dem Psalm. Die Strophe 2, wo einfach da stehen bleibt und sagt, hey, auch mich tüpft es. Ich glaube, jeder von uns tüpft es. Dass wir sagen müssen, ich habe den Zorn von Gott auch verdient. Gleich wie alle anderen. Aber zum Glück geht es weiter. Zum Glück geht es weiter mit der dritten Strophe. Wenn wir da lesen, im Vers 12, dann merken wir jetzt, wie der Mose, der Psalmschreiber, anfängt, Gott zu bitten. Weil an dieser Stelle merkt er, hey, das ist jetzt etwas, das kann ich nicht mehr selber regeln. Da bin ich machtlos, da kann ich nichts bewirken. Da kann ich nichts bewirken, wo irgendwo dann in meinem Leben wieder eine neue Richtung gibt, einen neuen Sinn, eine neue Tiefe, wo dem Zorn könnte entrinnen. Weil ich habe es verdient und ich gehöre auch zu den Menschen, die anderen etwas Schlechtes antun. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Und er bittet Gott, Vers 12, und jetzt kommt der wunderbare Vers, lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Und der Mose meint damit nicht, dass man einfach aufwacht und sagt, hey, jeden Tag lebe ich, als wäre es mein letzter. Ich meine, das ist auch eine gute Einstellung, finde ich, dass man sich einfach überlegt, hey, wie will ich heute leben, wenn es mein letzter Tag wäre. Aber der Mose geht einen Schritt tiefer und er sagt, wie kann ich dann mein Leben leben? Unter dem Zorn. Macht es überhaupt den Sinn? Fliegt es nicht einfach weg und ist ganz nichtig. Gott, lehrt uns das zu bedenken. Dann weiter im Vers 13. Herr, wende dich uns wieder zu. Ich meine, das ist das, was wir in dem Moment brauchen, dass der Gott sich uns wieder zuwendet. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Das ist, was wir brauchen. Gnade von Gott. Ein Gnadengeschenk. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Mit anderen Worten, wenn Gott sich uns wieder gnädig zuwendet, trotzdem Zorn, wie könnte das echt gehen? Aber wenn das passiert, dann können wir auch in unserem vergänglichen Leben jubeln und uns freuen und fröhlich sein. Vers 15. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. 16. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Irgendwie braucht es ein mächtiges Handeln von Gott, dass er eingreift in die Situation. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Und wenn Gott eingreift, wenn er etwas macht in die auswegslose Situation, wenn er mächtig handelt, dann zeigt das auch die Herrlichkeit von Gott. Und an dieser Stelle bleibt der Psalm 90 stehen. Es kommt dann ein Vers, aber der Psalm 90 kann das Problem nicht auflösen. Schon im Alten Testament war immer klar, es braucht Gnade von Gott, es braucht Zuwendung von Gott.
Aber erst im Neuen Testament sehen wir, wie Gott übernatürlich eingegriffen und gewirkt hat. Wie er mächtig gehandelt hat. Das, warum der Mose da bittet. Und es ist so gut, können wir führen schauen. Das Neue Testament macht klar, im Römer 6 lesen wir, der Lohn, die Auswirkung von aller Schuld, von allem Bösen, das wir auf uns laden, das reißt den Zorn Gottes und hat als Lohn, dass man stirbt. Hat als Lohn den Tod. Und bevor wir ins Neue Testament hineinschauen, wollen wir an dieser Stelle überlegen, hey, wie ist das denn aus der Perspektive von Gott? Ich meine, auf der einen Seite kannst du vielleicht auch mit nachvollziehen, dass Gott seine Geschöpfe unendlich liebt, dass es auch seinen Zorn reizt, wenn ich oder wenn du, wenn wir miteinander, verschiedene, diesen Geschöpfen Böses antun. Er mag es noch so klein sein. Auf der einen Seite ist da der Zorn von Gott und auf der anderen Seite ist aber auch die Liebe von Gott. Gleichzeitig, wie er zornig ist, liebt er auch unendlich. Das ist eigentlich ein riesiges Dilemma. Aber Gott hat die vollen Konsequenzen getragen. Er hat eigentlich Vollgas gegeben. Gott hat seinen ganzen Zorn von der ganzen Bösen, von allem Schuld von allen Menschen in einem Moment auf die Erde abgeschleudert. Und in dem Moment ist Jesus Christus für uns angestanden. Jesus, der ganz Gott ist, der auch ganz Mensch ist, der einzige Mensch, der den Sohn Gottes nicht verdient hat, weil er hat keinem Geschöpf etwas Böses angetan. Er hat keine Schuld auf sich geladen. In dem Moment, wo Gott seinen ganzen Zorn abgeschleudert hat, ist Jesus hingestanden, vor uns an, um uns zu beschützen und hat den ganzen Zorn von Gott auf sich genommen und hat ihn getragen. Und ist in schrecklichen Tod und ins schreckliche Sterben hineingegangen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Gott hat seinen Zorn nicht aufgehalten. Aber er ist selber auf die Welt gekommen. In Jesus. Und hat den Zorn auf sich genommen. Ist das nicht gewaltig? Das ist das, was Jesus tut für mich und für dich. Er steht vor uns an und nimmt den ganzen Zorn von Gott auf sich. Und der schreckliche Tod hat Jesus getroffen. An dieser Stelle müssen wir unbedingt auch ins Neue Testament hineinschauen. Und es ist ganz spannend, wie man im Epheserbrief darüber liest im Epheser 2, dort wird die Thematik von dem Zorn und Jesus, der vorne ansteht, aufgegriffen. Das ist doch die gewaltige Handlung, die Gott tut. Lass uns zusammen lesen im Epheser 2, im Vers 1 und in den folgenden. Da heißt es, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Ja, der Psalm 90 zeigt, wenn der Zorn von Gott Menschheit trifft, dann hat das Tod zur Folge. Dann heißt es weiter, Vers 2, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Ja, und die Maßstäbe von dieser Welt, das Leben von dieser Welt vergeht wie ein Seufzen, wie der Psalm 90 zeigt. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Aber jetzt kommt die neue Perspektive. Vers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Das ist doch das mächtige Handeln von Gott, wo der Mose ihn im Psalm 90 darum bittet. Hey, Gott, wir stehen unter dem Zorn, tun etwas. Und Gott hat Jesus geschickt. Jesus ist für uns angestanden und hat den Zorn auf sich genommen und ist in den Tod hineingegangen, am Kreuz von Golgatha. Aber Jesus ist mächtiger als die Schuld, ist mächtiger als die Sünde und ist wieder auferstanden und will uns Menschen auch ein neues Leben geben, mit einer neuen Perspektive, wo über die Wolken vom Zorn rausgehen, wo über das Sterben von dieser Welt rausgehen.
Ich lese weiter im Epheser. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Das ist ja unvorstellbar, was da passiert ist. Das zeigt auch die Herrlichkeit, die Gott hat, so wie es der Mose im Psalm 90 bittet. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist die Perspektive, die wir als Christen haben dürfen. Auf dieser Welt bleibt Sünde, das Sterben, das trifft jeden. Aber als Christen dürfen wir einen Schritt weiter schauen. Dürfen wir über das Sterben raus schauen und Perspektive haben, dass wir in Ewigkeit dürfen bei Gott sein. Dass er Gott seinen Zorn wegnimmt, schon jetzt auf dieser Welt und uns ein neues Leben schenkt, das bis in die Ewigkeit hineingeht. Ich lese noch weiter im Vers 7. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ich will dich heute fragen, glaubst du das? Dass Jesus für dich angestanden ist und den Zorn von Gott getragen hat? Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Also wenn wir schauen, was da passiert, das mächtige Handeln von Gott, das stattgefunden hat, dann ist es ein riesiges Geschenk. Jetzt bei den Geschenken ist das ja so, dass man nicht gezwungen wird, um es anzunehmen. Vielleicht magst du dich gerade erinnern an deinen letzten Geburtstag. Da ist nicht jemand gekommen und hat dich gezwungen, ein Geschenk anzunehmen. Und bei Gott ist es gleich. Er sagt, das ist ein Geschenk, das für euch bereit steht. Jesus ist gekommen, Jesus hat die Zorn genommen, Jesus hat die Last getragen, er hat das Kreuz gebracht. Das bedeutet es eigentlich, wenn man sagt, hey, ich will an Jesus glauben, ich will ein Christ werden. Es bedeutet nicht, Christ sein bedeutet nicht, dass ich irgendwie in eine christliche Familie hineingeboren bin oder dass ich eine Kirchenmitgliedschaft habe oder sonst irgendeine Mitgliedschaft von einem Verein oder weiß auch nicht was. Sondern Christ sein bedeutet, dass ich das Geschenk von Jesus annehme. Und sage, das, was Jesus Christus für mich, da hat das nämlich für mich in Anspruch. Darum werde ich ein Christ, weil ich nehme Jesus Christus für mich. Er ist für mich angestanden. Ich will das Geschenk annehmen. Das bedeutet, dass man zu der Familie von Gott dazukommt und das Kind von Gott wird. Ich lese weiter im Epheser 2, im Vers 9. Die Rettung, sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Und es bleibt jetzt nicht da stehen, es geht weiter. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Das ist ganz spannend an dem Punkt. Es steht, nimm das Geschenk an. Und dann tut Gott etwas für dich vorbereiten, dass du von jetzt an so kannst leben. Durch Kraft vom Heiligen Geist. Dass du die Sachen machst, die gut und richtig sind und seinen Geschöpfen nicht schadet, die den Zorn von Gott nicht weiter reizt. Das heisst, wenn ich das Geschenk annehme, darf ich Gott bitten, Gott, wie willst du, dass ich jetzt Beziehungen gestalte? Gott, wie willst du, dass ich durch den Alltag durchgehe, so dass es gerecht und gut ist? Gott, wie willst du, dass ich meine Arbeit mache, die am Montag weitergeht, vielleicht im Homeoffice oder wieder im Büro oder wo auch immer du schaffst? Gott, wie kann ich meine Arbeit machen, dass es gut und richtig ist? Gott, wie kann ich Beziehungen gestalten, dass es gut und richtig ist? Danke hast du mir die Bibel gegeben, dein Wort, wo so viel drin steht, wie das gelingen kann. Danke hast du mir Gemeinde gegeben, Kirche gegeben, dass ich mit anderen Christen zusammen darüber nachdenken kann, wie das gelingen kann. Genau das ist nämlich Kirche. Dass alle, die das Geschenk angenommen haben, miteinander zusammenkommen und sagen, hey, wie können wir vorwärts gehen? Was will Gott uns zeigen, dass es gut und richtig gelingt? Dass wir den Zorn von Gott nicht weiter reizen. Und es ist ganz spannend, wenn ich jetzt noch den Abschluss lese, da im Epheser 2, dann heißt es, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also es schickt uns auch zum so handeln, dass es Gott gefällt. Und es ist ganz interessant, dass auch der Psalm 90 genau mit dem aufhört am Schluss. Ich
Ich möchte an dieser Stelle jetzt den letzten Vers vom Psalm 90 lesen, Vers 17. Und der Mose geht genau zu dem Punkt auch am Schluss. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit unseren eigenen Händen tun. Ja, fördere unsere Hände Arbeit. Ich möchte an dieser Stelle zum Schluss kommen. Wenn wir jetzt schauen, was sehen wir da? Gott, ewig. Aber irgendwo ein Kontrast, das Leben, wo der Zorn Gottes auf sich zieht, wo am Schluss zum Tod führt. Gibt es denn etwas, was uns hilft in dem Innen, was das Leben wertvoller macht, dass das einfach vorbei ist am Schluss? Ja, Gott hat gewirkt. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt, dass er für uns ansteht und den ganzen Zorn am Kreuz trägt. Und das führt uns auch zu dem Punkt, dass ich sagen kann, ja, das Geschenk, das will ich annehmen für mich. Das Geschenk, das will ich annehmen. Jesus, du zwingst es niemandem auf. Aber Jesus, ich will den Zorn nicht über mich ergehen lassen. Und ich will das Geschenk annehmen, dass du für mich angestanden bist und dass du für meine Schuld, für das, was ich Böses getan aus deiner grossen Liebe angestanden bist und es auf dich genommen hast. Und das kann man ganz einfach machen, indem man in ein Gebet geht und Gott sagt, ja, ich will das Geschenk annehmen. Ich will ein Nachfolger von dir werden, ich will ein Christ werden und ich will mit dir vorwärts gehen und das Leben so gestalten, dass es gut und richtig ist, was ich tue. Und für das habe ich ein kleines Gebet vorbereitet. Wir werden es miteinander lesen einmal und nachher auch beten, wenn du es auf dem Herz hast, so dein Leben ganz Jesus zu geben, dann darfst du das Gebet nachher dort, wo du bist und zu dem Zeitpunkt, wo du das hörst, mit mir mitbeten. In dem Gebet heisst es so: Gott im Himmel, ich sehe ein, dass auch auf mir dein Zorn lastet. Der führt zum Tod. Danke, dass du Jesus geschickt hast. Jesus, ich übergebe dir alle meine Schuld. Danke, dass du sie auf dich nimmst und dafür stirbst. Bitte vergib mir alles, restlos alles, aus Verborgenen. Danke, dass du mir ein neues, ewiges Leben gibst. Hilf mir, dass ich von jetzt an das tun kann, was gut und richtig ist. Ich möchte mich an dir, Jesus, orientieren. Danke für das fantastische Geschenk. Also das ist das Gebet. Und wenn du es auf dem Herz hast, wenn du merkst, Gott hat in dein Herz hineingeredet. Und die Weisheit, die er lernt, ist nicht nur ein Verstand im Kopf, sondern es hat dein Herz getroffen. Wenn du dein Leben möchtest Jesus geben und sagen, ja Jesus, ich will das gewaltige Geschenk annehmen. Und ich will ein Leben so führen, wie es dir gefällt, wie es gut und gerecht ist. Dann darfst du jetzt dort, wo du bist, das Gebet mit mir mitbeten. Bete es mit deinen eigenen Worten, bete die Worte nach, laut für dich oder leislich für dich in deinem Herz hinein und bete sie direkt zu Gott, zu unserem Vater im Himmel. Gott im Himmel, ich sehe nie, dass auf mir dein Zorn lastet. Der führt zum Tod. Aber danke, dass du Jesus geschickt hast. Jesus, ich übergebe dir alle meine Schuld. Danke, dass du sie auf dich nimmst und dafür stirbst. Bitte vergib mir alles, restlos alles, aus Verborgenen. Und danke, dass du mir ein neues, ewiges Leben gibst. Hilf mir, dass ich von jetzt an das tun kann, was gut und richtig ist. Ich möchte mich an dir, Jesus, orientieren. Danke für das fantastische Geschenk. Amen. Wenn du das mitbetet hast, dann darf ich dir zusprechen, Jesus nimmt das Gebet ernst. Er vergibt dir alles. Er nimmt den ganzen Zorn auf sich und er macht dich zum ein Kind von Gott. Zum ein Kind von Gott, wo jetzt schon ein neues, ewiges Leben hat. Das führt zwar dazu, dass man auf dieser Welt gleich irgendwann sterben muss, aber dass man Perspektive darüber aus hat, bis in alle Ewigkeit bei Gott, beim liebenden Vater dürfen sein. Ich möchte dich unbedingt ermutigen, wenn du das mitbetet hast, nimm auch Kontakt auf. Es interessiert uns sehr, wie es dir gegangen ist dabei. Du kannst mir ein E-Mail schreiben, du kannst sonst Kontakt aufnehmen mit unserer Kirche oder wenn du jemanden anders kennst, der an Jesus glaubt, der ein Christ ist, dann du ihm davon erzählen. Wir wollen gerne zusammen beten, wir wollen gerne für dich beten.
Wir wollen wissen, ob du Fragen hast zum Ganzen und wenn mit dir Fragen beantworten. Also unbedingt melde dich, nimm Kontakt auf und tritt mit uns in Verbindung. Das würde uns sehr viel bedeuten. Das würde mir sehr viel bedeuten, von dir und deiner Geschichte da dazu zu hören. Und ich freue mich mega, wenn du an diesem Tag hast einen Schritt auf Gott zu machen und an diesem Tag ein Kind von Gott geworden bist, ein Teil von seiner Familie. Ich möchte auch noch einen Schritt weitergehen. Vielleicht bist du schon lange ein Kind von Gott, bist mit Gott unterwegs und weißt, hey, der Sohn von Gott, er trifft mich nicht mehr, weil ich als Geschenk von Jesus Christus angenommen habe. Es ist etwas, das tut so gut. Dann dürfen wir den Vers im Epheser ganz am Schluss einfach zu Herzen nehmen, oder was der Mose am Schluss im Psalm 90 schreibt. Herr, mach das, was wir mit unseren Händen tun, zu etwas, das Bestand hat, etwas, das bleibt. Und ich will dich ermutigen, als kleine Challenge, in den nächsten Wochen jeden Morgen ein kurzes Gebet sprechen nach dem Psalm 90, Vers 17. Ich habe unten im YouTube-Link zwei Bildchen, einen Link zu zwei Bildchen eingefügt, dass du das zum Beispiel als Hintergrund von deinem Handy kannst machen oder von deinem PC. Ich kann das da auch kurz einblenden auf der Seite, wie das aussieht. Und da ist ein kurzes Gebet formuliert. Der Vers 17. Ja Gott, gib mir bewusst oder hilf mir bewusst zu werden, was es bedeutet, dass das Leben kurz ist. Und dann zeig mir, was du heute für mich vorbereitet hast. So wie es im Epheser steht. Gott hat Werk für dich und für mich vorbereitet. Gott, zeig mir, was du vorbereitet hast und gib dem Bestand, was ich mit meinen eigenen Händen tue. Ja, fördere du meiner Hand Arbeit. Amen. Das ganz ein kurzes Gebet, aber ich glaube, das hat einen riesigen Impact auf unser Leben, wenn ich am Morgen aufstehe und das bete, Gott, was hast du heute für mich vorbereitet? Führe mich da drin und mach, dass das, was ich mit meinen Händen tue, nicht vergänglich ist und am Schluss einfach verdorrt wie das Gras, sondern dass es einen Bestand hat. Und ich bin überzeugt, Gott führt uns immer wieder an Orte und in Situationen hinein, die Bestand haben und die bleiben. Und ich möchte dich dazu segnen. Danke, Vater im Himmel, dass du uns eine Ewigkeitsperspektive gibst. Danke, Vater im Himmel, dass du Werke für uns vorbereitet hast, die nicht vergänglich sind, sondern die in Ewigkeit einen Wert haben. Und wir wollen dich bitten, lern uns jeden Tag neu in diesen vorbereiteten Werk hineinzulaufen. Segne das, was wir mit unseren Händen tun, in unseren Familien, dort, wo wir wohnen, in unseren Beziehungen, in der Arbeit, wo wir am Arbeiten sind, in der Freizeit, auch dort, wo wir ganz allein sind, vielleicht im Verborgenen, mit dir zusammen, Gott. Gib dem Bestand, was wir mit unseren Händen tun, weil wir sie in Verbundenheit mit dir tun wollen. Amen. Danke, Jesus, danke für dein Geschenk. Ich durfte es annehmen für mein Leben und ich bereue den Schritt überhaupt nicht. Wir sind schon wieder am Schluss angekommen von diesem Gottesdienst, von diesem Livestream-Gottesdienst. Schön, bist du dabei gewesen. Ich habe noch eine mega coole Information, vielleicht für die einen. Und zwar werden wir am nächsten Sonntag ganz speziell nach dem schweizerdeutschen Gottesdienst einen Gottesdienst auf Hochdeutsch anbieten. Also wir werden nach dem schweizerdeutschen Gottesdienst einen zweiten Gottesdienst machen, nur für dich auf Hochdeutsch, Standarddeutsch, allgemeines Standarddeutsch. Schön, wenn du einschaltest, schön, wenn du dabei bist. Ihr könnt das gerne auch teilen für die Leute, die diese Möglichkeit nutzen könnten, die das bis jetzt nicht verstanden haben, zum Einschalten für unseren hochdeutschen Gottesdienst. Genau. Das ist unser Angebot für nächsten Sonntag. Jetzt wechsle ich gerade wieder auf Schweizerdeutsch. Und zwar würde es mich mega freuen, wenn man sich nachher noch sieht in der Kaffeebar. Wir haben die Möglichkeit zum Thema austauschen über das, was wir von viel gehört haben. Und ich wollte zum Schluss einfach nochmal den Vers lesen im Psalm 90, Vers 17, wo steht: So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unsere Hände Arbeit. Sind gesegnet, einen mega schönen Sonntag. Tschüss zusammen.